Es ist eigentlich Selbstliebe, wenn man sich selber Sachen verzeiht, weil man kann auch anderen eher verzeihen und somit auch eben Sachen nicht mehr anhaften. Oder wenn du anderen nicht verzeihen kannst, sagen wir jetzt, und das auch noch irgendwie 20 Jahre an dir, an deinem Bein haftet, dann tust du dir ja in dem Sinne auch nicht wirklich gut. Darum ist es eigentlich nur schön, einem anderen können verzeihen, weil du tust in dem Moment dir etwas Gutes, weil du kannst die Geschichte loslassen. Oder du kannst das Ganze loslassen. Aber ja, das ist halt das Bild ein bisschen, je nachdem das Bild ein bisschen verzerrt, dass halt eben viele, die verletzt worden sind, oder besser gesagt, ja, ist auch verständlich, oder wenn du verletzt bist, wieso soll ich, denken halt wahrscheinlich viele, ja, wieso soll ich dem verzeihen, der ist ja böse gewesen. Aber ich wollte ja nicht sagen, dass er etwas gut gemacht hat oder so, sondern dass in dem Moment, wo man immer noch sagt, ja, der ist ein Böse, haftet, der klebt man eigentlich die ganze Geschichte oder die ganze Emotion immer an sich an. Und wenn man ihm kann verzeihen und sagen, du, schau, er hat es vielleicht nicht besser gewusst, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben, ich verzeihe ihm oder ich verzeihe mir oder was immer und ich lasse die Geschichte einfach sein und gehe weiter, dann kann man das auch mal vergessen und loslassen und etwas Neues ins Leben holen. Und sonst kommen wahrscheinlich wieder ähnliche Sachen, oder? Ich meine, auch wenn ich in meinen doch jetzt morgen schon 36 Jahre zurückschaue, ich habe schon immer wieder ähnliche Themen gehabt. Immer wieder ähnliche ja, Sachen, die sich wiederholt haben. Oder? Das sind auch ähnliche, ja, weil ich halt auch immer ähnlich gewesen bin, bis jetzt, wo ich mich bewusst anschaue und entwickle. Habe ich eigentlich immer das Gleiche gehabt. Oder? Und da kann man auch sagen, hey, ich lebe immer wieder den gleichen Scheiß. Oder man kann sagen, hey, danke, zeigt mir das Leben, wo ich anschauen darf. Oder da kann man auch wieder die Situation ganz anders bewerten. Und viele haben halt immer das Gefühl, sie werden bestraft. Und das Gefühl bestätigt sich wieder und man wird bestraft. Dass der Mensch kann sagen, habe ich es gewusst, ich werde wirklich bestraft, ich bin ein armer Sieg. Und wenn man in dieser Opferhaltung bleibt, ich nenne es jetzt bewusst konfrontativ Opferhaltung, ähm, dann wird es immer wieder passieren.